Howdy Leute, wir sind wieder hier bei einem neuen angespielt. Und zwar gibt es von diesem Spiel genau 10 Folgen. Signalsimulator. Wir werden mal schauen, was wir für Signale finden und wie viel wir finden in den 10 Folgen. So, Timer ist gestartet. Eine Stoppuhr genau genommen, aber wir fangen jetzt an. Neu. Genau. Wenn irgendwas zu laut ist oder zu leise oder sonst irgendwie sowas, tut's mir leid. Ich nehme wahrscheinlich in 2 Staffeln auf. Daher kann es sein, dass die ersten 1 bis 3 Folgen tontechnisch ein bisschen verkackt sind. Und es kann sein, dass dann die nächsten 7 Etappen dann besser vertont sind. Ähm, Ich mache mal hier überall Musik leiser, mehr oder weniger. So, okay. Wir sind hier bei unserer Forschungsstation oder Antennenstation. Hier sehen wir die Power Switch Directives, also die Powerverteilung ist alles eigentlich in Ordnung. Wir können hier switchen, dann haben wir hier ein bisschen mehr. Destruction Controller, das sind wir, glaube ich. Generator, also hier haben wir auch das Schema. Solarpanels, Trafo-Formation wird aufgeladen. Von hier geht es zum Generator, beziehungsweise von hier geht es hierher ins Destruction Area und von hier aus geht es zum Switch und gleichzeitig geht es hier zum Coordinator Server und zu den Antennen. Okay. Ja, hier haben wir unser Server Location. Hier können wir auf unser Server äh, connecten mit Befehlen. Mit F1 können wir hier das Tutorial starten. Ja, ja. So, ja, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Fake. Nein, ich drücke nochmal F11. Genau. Und hier können wir eine Diagnose starten. Server Connect ist okay. Check for Server Calibration. Also hier haben wir eigentlich die Möglichkeit, Eingaben so zu machen. Wir können aber hier auch äh, via Eingabebefehl das Ganze machen. Aber ich kenne die Befehle nicht, von dem her mache ich das via hier, diesem Terminal-Zeugs da. So, ja. Das ist unsere Außenarea mit den ganzen Satellitenanlagen, mit denen wir dann die Signale orten, die hier oben dann sind. Und das ist so quasi unser Kontrollpanel. Da gehen wir gleich mal hin. Alles top secret, also ihr schaut jetzt mal nicht dazu. Nein. So. Radio. NASA-Archiv. Mal schauen, ob wir irgendeinen Radiosender reinbekommen. Ja. Das kriegen wir hin. Da müssen wir nur noch dann das Radio anmachen und dann haben wir Musik. So, jetzt scannen wir mal den Himmel und wir haben ein Signal gefunden
nun sehen wir hier zwei Pfeile. In diese Richtung müssen wir. Ja, und jetzt suchen wir mal. Richten wir mal unser Satellit aus. Satellit hat den Planeten gefunden. Jetzt analysiert er ihn, ob ein Signal da ist. Ist eins. Jetzt müssen wir hier das Signal abtasten. Okay, dann gehen wir nach oben mit den Frequenzen. Ah, so, ich hoffe, die Musik ist echt nicht zu laut. So, dann gehen wir hier hoch. Irgendwo haben wir ein Signal. Einfach mal so lange scrollen, bis es das Signal findet. Signal detected. Disconnected. Ja. Okay, jetzt müssen wir hier den mal anmachen. So. Und der ist schon an. Jetzt müssen wir hier das Signal finden. So. Da haben wir schon. Mal einen Schluck Kaffee nehmen. So. Wunderbar, ein Alien. Wir wollen doch Alien-Forschung finden. So, hier haben wir unser Analyzer. Der Asimir ist auf 276. Dann gehen wir hier mal auf 276, 200. Gehen wir mal auf 275. Und der andere ist bei 31 unten. Das heißt, ne, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt richten wir die Satelliten aus. Und wenn wir genau hinschauen aus dem Fenster, sehen wir, dass sich dieser Satellit, der vor dem Fenster ist, sich bewegt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sich alle bewegen, aber okay. So. Sie sind noch am Ausrichten. Ja, also der Azimuth, der braucht schon eine Zeit, bis der ausgerichtet ist. Der muss schließlich auf 200 Grad rüber gehen. Ja, 270, 275, 30, 31, ja. Bis jetzt haben wir noch kein Signal, Bild haben wir auch keins. Download. Ja, der Schreiber hier kann man eigentlich muten. Den braucht man nicht unbedingt so laut. Er ist immer noch am Ausrichten der Satelliten und doch, die bewegen sich wirklich. Jetzt sind sie schon ein bisschen weiter weg. Doch, bewegen sich, also alle Satelliten bewegen sich, dass wir auch wirklich hundertprozentigen Empfang bekommen. Und in der Nacht ist es noch recht unheimlich hier in diesem Bunker. Wir können natürlich auch raus. Wir müssen auch die Satelliten warten, reparieren und Co. Power haben wir eigentlich noch genug. Wir machen momentan Plus, was die Power Consummation. Ne, wir machen eigentlich Verlust, was Power Konstellation angeht, aber unser Power ist an für sich noch recht gut.
Das ist, wenn wir eine Audio gedownloadet haben. Ja, nicht wirklich spannend, vor allem nicht, wenn sich die Satelliten ausrichten müssen. Das dauert halt. Und wir werden hier noch zur Kaffeetante. So. So, wie lange geht's denn das noch? Ja, der braucht noch. Der braucht noch ein bisschen. Dann gehen wir doch mal Kaffee holen. Schon eine Kaffeeverbrauchung. So, dann gehen wir hier zu meiner roten Kaffeemaschine. Also farblos, nur die Kaffeemaschine ist rot. Und mein Smartphone, das macht hier Geräusche, wo es eigentlich nicht sollte. So, 10 Minuten sind wir schon dran und schon ein Kaffee durch. Schlafen können wir auch, Essen brauchen wir nicht. Und ja, was hat das Spiel für eine Story? Wir müssen quasi Signale erforschen von Weltraumstationen und so rausfinden, was so im Weltall los ist. So, jetzt hat er es gleich. So, 75, das war nicht gut, das ist 79. Gehen wir auf 80. Wir bringen erst einen Azimut noch in die richtige Stellung. Gar nicht. 79. 78. Wahrscheinlich total falsche Richtung, ne? 77. Ja, da ist er. Dann gehen wir noch 100. So, jetzt empfangen wir was. Der lädt schon runter, mein Gott. So. So, und da machen wir falsche Richtung. So. Sind wir perfekt eingestellt und er lädt mit 3,96 Megabits pro Sekunde runter. Eine Datei, wo 600 Megabits ist. Ich hoffe, das Signal reißt nicht ab. Signal Source Earth, Terrestrial Planet, Radio Signal. Time Detect 17.06.2020, das ist heute. Time 22:41 Uhr, das stimmt ja auch, mein Gott. So. Also der Antenne-Detektor habe ich noch nicht rausgefunden, was der genau tut. Ja, 76,8. Das ist kein schlechtes Omen. Wir müssen immer wieder ein bisschen ausrichten. Ne, der kriege ich nicht besser hin. Das kriege ich nicht besser hin. Der ist schon bei 70%. Ich hoffe, er reißt nicht ab. Dann hätten wir unser erstes Signal. Ui, ich bin schon nervös. Ich bin nervös, aber ich sehe gerade, das Signal ist abgerissen. Und das heißt, dieses Signal war leider nichts.
Dieses Signal konnten wir leider nicht orten oder nicht genau orten. Hat nicht gereicht zum Downloaden. Wie viel Credits haben wir denn? 24,87. Robospeed. Autokalibrierung. 30. Autokalibrierung Upgrade. Autokalibrierung Speed. Ja. Das ist alles 30. Wir haben also noch nicht genug. Okay. Module. Wo sehe ich denn der Preis, Mensch? Ach, hier unten. Coordinator, Battle Coordinator Selected Capabiles. Könnten wir uns upgraden, aber ich denke, wir behalten das noch. Storage, Full. Das ist, ja, was wir haben. Terminal. Können wir eigentlich hier auch Time abrufen und Status. Check Complete Status Available. Hier könnten wir eigentlich auch den Azimut Speed könnten wir eigentlich auch verändern. Also wir könnten jetzt auch sagen, der Azumi soll auf 200 springen. Dann sehen wir, dass er hier auf 200 springen sollte, wenn wir dann der Power Start machen, und jetzt springt er auf 200. Ne? Das können wir also auch über den Terminal machen. Und ich würde sagen, das war es schon mal für die erste Folge von Signal Simulator. Leider noch kein erfolgreiches Signal geortet, aber bei der nächsten Folge wird es sicher besser sein. Bis dann, tschüss!